Es ist das Tüpfelchen auf dem i, das Highlight nach 5 Jahren Arbeit. Die gelbe Treppe in der Münchner Residenz bekommt endlich den roten Teppich. Es ist Mitte Juli. Für Hermann Neumann von der Bayerischen Schlösserverwaltung ist dieser Schritt nur folgerichtig. Der rote Teppich ist ja in gewisser Weise geradezu ein Symbol für den Aufstieg zur wichtigsten Person im Schloss. Und deswegen konnte es eigentlich nur ein roter Teppich werden. Aber wie wird er auf der Treppe wirken? Ist es der richtige Rotton? Für den Architekten Gunther Partenfelder soll zum Abschluss alles stimmen. Der Teppich ist das Kleidungsstück einerseits. Und der Teppich, der gibt so eine gewisse menschliche Weichheit. Die gelbe Treppe wurde anhand von Fotos rekonstruiert. Vor rund 200 Jahren lässt Ludwig I. sie von Leo von Klenze erbauen. 1944 nach einem Bombenangriff. Das Dach, die Wände und der Vorraum nur noch ein Trümmerfeld. Und so sieht sie nach den Umbaumaßnahmen in den 70er Jahren aus. Leo von Klenze hätte sich im Grabe umgedreht. 2016 beginnt die aufwendige Rekonstruktion. Baustellenbegehung der Architekten nach dem ersten Bauabschnitt. Da ist schon viel passiert. Die eingezogenen Wände bereits abgebrochen. Teile des weißen Deckenstucks freigelegt. Wieder zum Vorschein gekommen ist auch der gelbe Stuckmarmor an den Wänden. Es ist auch so, dass man davon träumt und dass man nachts im Traum durch die Räume geht. Und plötzlich wird dieser Traum Realität. Sogar ein alter Steinbruch in Rohrdorf wird reaktiviert, um an Granitmarmor für die Treppenstufen heranzukommen. Also 4 cm starke Platten müssen da rausgeschnitten werden. Ich glaube, das geht schon. Und in Kelheim soll der Steinblock letztendlich geschnitten werden. So wie das jetzt ausgeschaut hat, also ist es wirklich sehr gut. Für das Erste war es hervorragend. Jede einzelne Fliese wird anhand von alten Fotos hergestellt. Originalgetreu bis ins kleinste Detail. 3 Jahre sind inzwischen vergangen. Es ist Januar Anfang des Jahres. Die Rekonstruktion der gelben Treppe ist fast fertig. Es sind so viele Originalmaterialien wie möglich bewahrt worden. Letzte Handarbeiten am weißen Deckenstuck. Heute kehren die beiden Skulpturen Gerechtigkeit und Beharrlichkeit zurück. Es ist der große Tag des Tiroler Bildhauers Bernhard Ortner. Ich bin aufgeregt, ja. Ich habe nicht so viel geschlafen, weil ich die ganze Nacht nachgedacht habe, ob das hoffentlich funktioniert. Gleich soll die rund 200 Kilo schwere Gerechtigkeit auf ihren Sockel gehievt werden. Sie wurde aus Alabastergips gegossen. Allein die Figuren mit Modell machen, es gibt von hier 1:3 Modelle und bis die dann, das sind ja Architekturskulpturen, die in einer Architektur stehen und die nicht frei stehen. Und das ist ein größerer Aufwand, weil man mit der Architektur arbeiten muss, damit sie zum Schluss auch, wie wir jetzt hoffentlich sehen, reinpassen. Und das Ganze hat die 2 Figuren circa 1,5 Jahre gedauert. Los geht's. Mit vereinten Kräften wird die Skulptur auf den Sockel rübergeschoben. Ganz schön wackelig. Ob das klappt? Okay. Jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt geht der Tisch ganz schnell runter und dann steht sie oder sie steht nicht. Das war fast zu leicht. Okay, ja, so einfach haben wir es uns nicht vorgestellt. Wir sollten fast die Deckel drauflegen jetzt. Die Deckplatte soll genau zwischen Krone und Portal passen. Oh, das hört sich nicht gut an. Okay, stopp, jetzt bist du zu weit. Nein, ich stehe ja drüber, 2-3 mm. Okay, alles klar. 3 mm stehe ich drüber. Das steht ja gleich der Deckel schief. Eigentlich müssen wir nach hinten mit dem Deckel. Jetzt mischt sich Projektleiter Hermann Neumann ein. Es ist Millimeterarbeit und das 1 Millimeter unten wirkt sich oben um Zentimeter oder mehrere Zentimeter aus.
Und die Zeit muss man sich nehmen. Hilft nichts. Es ist schief. Die Deckplatte muss wieder runter. Erst wenn die Skulptur ganz gerade steht, werden sie den nächsten Versuch starten. Kurze Pause. Hermann Neumann zeigt uns derweil, was sich alles auf dem Dachboden getan hat. Denn für die Rekonstruktion der Treppe musste der Dachstuhl komplett umgebaut werden. Die alte Treppe endete hier. Die endete auf dem Niveau, auf dem ich jetzt hier stehe. Und darüber war schlicht und einfach der alte Dachstuhl aus den 1940er Jahren. Für die Statiker eine echte Herausforderung. Diese halbrunde Spezialkonstruktion wurde eigens für die neue 12 Meter hohe Halbkuppel am Fuße der Treppe gebaut. Die Aufstellung der Skulptur geht weiter. Noch immer steht sie nicht ganz gerade. Na, da rührt sich noch nichts. Jetzt ist er drin. Zweiter Versuch. Wird die Deckplatte diesmal reinpassen? Sieht doch nicht schlecht aus. Aber lieber noch mal nachmessen. 60,3. Mit die Kanten oben. Besser? So, jetzt würde ich aufhören. Geschafft. 2 Stunden später. Inzwischen steht auch die zweite Skulptur auf ihrem Sockel. Jetzt noch die Deckplatte. Diesmal klappt es beim ersten Mal. Aber lass mal gucken. Ein letzter kritischer Blick von Hermann Neumann. Noch eine winzige Korrektur. Und dann steht auch die Beharrlichkeit kerzengerade da. Also hoffentlich, zumindest auf den ersten Blick. In 10 Jahren, wenn ich reinkomme, vielleicht hätte ich ein paar Sachen anders gemacht. Das wird immer so sein. Wieder im Juli, vor knapp 2 Wochen. Gleich ist der rote Teppich fertig. Rund 6,5 Millionen Euro kostete die gesamte Rekonstruktion. Fast die Hälfte spendet die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Den Rest übernimmt der Freistaat. Jetzt ist der Moment da, auf den Hermann Neumann so lange hingefiebert hat. Fantastisch. Man kann es nicht anders nennen. Jetzt ist die Treppe fertig. Architekt Gunther Partenfelder lässt es sich nicht nehmen, zusammen mit seinem Dackel Hindemith als erster den roten Teppich zu betreten. Spätestens jetzt wäre wohl auch Baumeister Leo von Klenze wieder versöhnt. Was jetzt steht, er wird sicherlich vielfach Bewunderung finden.